Bonjour, voilà, il est 11 heures. Je vous remercie déjà d'avoir répondu présent, aussi nombreux à notre invitation pour cette conférence de presse, pour vous donner un statut de ce qui se passe actuellement au niveau de la négociation de la convention collective des banques. Petit rappel, donc nous avons dénoncé les conventions collectives en 2023, fin 2023, et nous nous sommes mis autour de la table avec mes confrères syndicaux pour créer un cahier de revendications commun. Ce cahier de revendications commun comporte de très belles avancées selon nous et surtout qui tient compte de la situation actuelle du secteur qui, à nos yeux, est évidemment très belle. Donc nous avons des bénéfices records dans les banques, nous avons une perspective d'avenir qui est encore très positive. Nous n'avons globalement aucune raison de ne pas réclamer qu'une part du gâteau soit redistribuée au staff de manière plus avantageuse qu'elle n'a été jusqu'à maintenant. Les forces en présence sont donc un front syndical uni avec les trois représentants du secteur, donc ALEBA, OGBL, LCGB, avec un cahier très fourni. En face, la dénonciation de la BBL est pour le moins, avec un cahier pour le moins allégé. Pourtant, lors de toutes les réunions, nous avons au moins un point commun, c'est quand même un point positif. Nous cherchons tous à améliorer l'attractivité du secteur. Donc, on espère évidemment que les conditions qui seront finalement signées, en tout cas, meet these expectations, comme on dit. À côté de tout ça, en face, ils ont une contrainte, et ils aiment nous le dire. Nous avons une contrainte de rentabilité et une contrainte de garder ces groupes internationaux qui dirigent nos banques à Luxembourg. Et nous recevons régulièrement, gentiment, très poliment, des remarques nous disant « Attention, si vous êtes trop gourmand, nous risquons de partir ». C'est quelque chose que nous n'acceptons pas. Depuis toutes ces années, les bénéfices ne font que monter. La situation des banques ne s'aggrave pas, loin de là. Certes, nous avons une année exceptionnelle avec des intérêts, des marges sur les intérêts qui sont très larges. C'est exceptionnel, on va dire, ce qui s'est passé en 2023, mais ça continue maintenant en 2024. Il n'y a absolument aucune raison que nous cédions quelque chose maintenant sur notre volonté de rendre ces banques attractives à nouveau. Nous avons un point très important. Si vous voulez, les seuils de départ, un petit exemple rapide, avant que je ne laisse la parole à mes confrères, les seuils de départ sont tellement proches du salaire social minimum que ça devient ridicule de dire nous voulons un secteur attractif, or nous sommes très près du salaire social minimum au départ. Voilà. Tout autre argument vous est présenté par mes confrères. Je dis simplement, actuellement, nous sommes vraiment déterminés à aller chercher une convention collective qui améliore substantiellement les acquis et surtout une part du gâteau qui revient, selon nous, aussi au staff qui est le moteur, finalement, de tous ces bénéfices. Voilà. Je vous demanderai juste, pour la forme, de poser vos questions à la fin des présentations de chacun d'entre nous. Sylvie? Bonjour, alle gut. Ich werde op Lützeburg weiterfuhren. Auch vielleicht mal gute Morgen und merci, dass ihr kommen seid. Und effektiv, wie der Roberto schon sagt, es vergeht kein Tag, ohne dass nicht eine Annonce könnt, dass jetzt allerdings am Bankensektor Benefice gefallen sind an Trend zuen. Wir hatten gehofft, dass wir durch eine Raison fanden, alles, was wir bis lo hören nun, ist alles mehr nicht lesungsorientiert. Das, was wir das begegnen, das ist echt so, ja, Banken zu Lützeburg haben schwängstes Geld verdient. Wir bezahlen aber schon Steuern an drohen ganze Ökonomie von Lützeburg. Und lo sollen wir auch nach unseren eigenen Marktapps müssen gehen. Also das eine gewisse Arroganz zu spüren und das für den Moment absolut kein Verständnis für den Kurs von den Marktapps von der anderen Seite, die Eisen gehen könnt. Das ist bien au contraire. Los da ist mehr, wie wir wollen,
Die einen gehen immer mehr reich und die anderen kriegen immer Männer. Und das ist ein gesellschaftliches Phänomen, fand man eben auch am Bankensektor verstärkt irren. Tscheier ist enorm. Der Plafond vom Kollektivvertrag erreicht haut schon nicht mehr, schon lange nicht mehr Median vom Sektor. Und das ist ein Hand. Also Märchen Nummer 1, dass der Bankier nach so viel verdient, das ist River. Wenn dir zum Beispiel ich weiß nicht, haut verguckt, was den am Bankensektor mit einem Back plus 4 oder Back plus 3 verdient an nur 10 Jahren kriegt, dann hast du effektiv Männer, viel Männer wie auf anderen Plätzen am SAS-Vertrag, in 2 Jahren oder bei der NC, was wir sie nicht zu nennen, ein Elektriker. Und du hast absolut Opbesserungsnotwendigkeit. Das kann nicht so stehen bleiben. Nicht, weil man den Finanzplatz nicht will, in Peril setzen. Finanzplatz ist wichtig für Lützeburg. Finanzplatz sind für allem sind Maderbster. An Leute leiden dazu, nicht ich, dazu sogar finanzieren, dazu Leute, die auf ganz wichtige Posten sind, an den Banken, am House of Training. Und das ist so. Der Finanzsektor lebt für seine Maderbster. Und für dort zu schaffen, muss es gut sein. Auch die Konditionen am Moment, Zahlungskonditionen und Derbeskonditionen sind nicht gut. An der Lützeburger geht schon lange nicht mehr bei den Banken schaffen. An Geschwunden auch nicht mehr, die Franzosen, an den Deutschen auch nicht. Weil auch da rundherum gibt es Verbesserungen, die gut verhandelt. Da gibt es auch Indexen, an die auch Sachen beikriegt. Und da musste Jalon gesagt, für die Zukunft. Und zwar auch nicht, an dem es mal kollektiv Verschlechterungen machen, mit Verbesserungen. Aber der BBL schenkt da effektiv ein ganz anderer Vue zu haben. Wie der Roberto schon gesagt hat, die Konjunktur ist, sie ist 2020, 2021, 2022 exzellent. Und das sind nicht Mengwirte, das sind nicht Eiswirte, das ist sogar hier Egewirte. An 2023 schwätzen wir sogar von extraordinär. Ja? Also, wenn nie kriegen wir da Verbesserungen, wenn nicht allo. Wir haben von unseren Ökonomisten, unseren Experten von der Chambre des Salariés an hin von hier so ein dicke Merci ausrechnen gelassen, dass, wenn es der gute Konjunktur, alle einzelnen Markterbster 4,5% pro Jahr müsst kriegen, für dass man für die Wolle ajoutée, die gebraucht hat, par rapport zu seiner Lohnerhöhung, die in die letzten Jahre gekriegt hat. Für das Proportionen nicht auf demselben Punkt wären, wie an den normalen Jahren, das heißt 2020. Und da gibt es ja Mengen, dass die Vertreter, mit denen wir zu dienen haben, und die festsetzen von der ABBL, dass sie das auch müsste so gesehen. Zumindest ansatzweise. Aber nee. Märchen Nummer 2, was wir dann immer abgedischt kriegen, das ist effektiv das von der Kompetitivität. Wenn wir zu viel Gourmand sind, dann gibt es nur keinen Finanzplatz mehr. Und ihr wisst ganz genau, dass das nicht so ist, respektive wir wissen nicht, weil wir erleben das schon 20 Jahre im Finanzsektor. Es sind Jahre gehen, wo wir Verzicht tun auf Augmentation linearen, und trotzdem gufen das Sozialplan, und trotzdem gufen das Lizenziamente, und trotzdem gufen strategische Decisionen getroffen, für etwas outzusourcen, zu nearshoren, zu offshoren oder auf Portugal, an Malaysia, an Hawaii. Das wird nicht mit der Lohnmasse zu Lützeburg zu tun. Aber wenn man da Lohnmasse, und da wisst ihr ganz genau, dass da muss man Schachpatronalen dabei hüllen. Und das Lützeburg tut noch immer immens an einem Umkreis von 150 Kilometer die besten hat oder die günstigsten hat an dem Umkreis. Demnach, wenn eine Decision hält für an Europa oder an dem Umkreis wollen eine Restrukturation zu machen, dann hat das nicht mit dem, was wir wollen, für uns Maderbster aushandeln. Den Finanzsektor attraktiv machen als Komma. Allerdings Methode wie das als absolut fundamental opposé. Wir haben den Katalog angeregt. Und natürlich ist der Katalog eine Wunschvorstellung an verhandelbar. Wir haben zum Beispiel effektiv die Augmentation von der Säule der Paaren um 4% abgesagt. Und auch da muss man wissen, dass man einen Attraktivitätsverlust tun, allein durch die Erhöhung vom Mindestlohn ohne Index von 9,7%. Demnach so mir dann, ja, dann muss von den nach Haut will an den Finanzsektor, oder soll an den Finanzsektor der reglementär ist, den wo kontrolliert wird, wo stressig ist, wo in Alltag muss Objektive aufliefern, wo ihn auch ich weiß nicht unbedingt kollektiv schafft, mir echt individuell, mit dem man an Konkurrenz steht. Wo mir gemengt 2% op Joer wie du eng Mindest, wat man müsste kreen.
Dann haben wir auch wollte man diese Barem, wie gesagt, der Barem am Finanzsektor haut, den geht von 3.305,50 € am Gruppe A, da das den ersten Seite Depart bis an den letzten Plafond, den allerletzten Plafond, garantiert am Kollektivvertrag geht bis 6.017 €. Hallo, fand ihr das vielleicht viel? Ich so nicht, dass das nicht viel am Vergleich zu dem, was dann einer Kollektivvertrag ausgehandelt wird, wo auch Multinationalen sitzen. Aber wo auch diktiert gibt von Mammenhäuser, die nicht unbedingt immer an Europa sind. Dann wollte man effektive Barem nächst affeieren, den ob 10 Jahre geht, und auch nicht prozentual, mit 10 € an dies 100 Punkten für dem bisschen entgegenzuwirken. Und dann hat man gesagt, für einen, den nicht über die Barem kriegt, über die Lohntabelle, dass dem ist eine Augmentation linear kriege von 2,5. Also die gesieht, wir haben nicht angemacht, wir haben entweder das engt oder das andere. Wir haben wirklich probiert, da raisonabel zu sehen. Und dann eben auch für so die Prime de Fidelität, die es gibt, die aber ganz progressiv ist, ganz los ist, für die zu akzelerieren. Für auch die jungen, die mittel lang Leute, die da sind, für die ein bisschen unterstützt zu halten und zu fidelisieren. Und dann natürlich eine Introduktion von einer neuen Gruppe und auch von den Kadren. Dann hat man aber um Niveau von, und wir wissen, dass die Employabilität an Formation und Weiterbildung den A und O ist, für effektiv nur am Finanzsektor zu bestehen. Auch da wollte man den Droit individuell verstärken für an sogar richtigen Compte Epargne Formation abbringen und an den Finanzsektor integrieren. Und dann eben auch, dass in Individuellrechter, Kollektivrechter verstärken gibt am Kader, wo dann der Fall könnte, an den GIF losgehen. Da sind wir schon bei der Konziliation professioneller wie familial. Auch da hatten wir effektiv eine Flexibilisation. Wir wären einverstanden für eine Flexibilisation von der Erbeszeit, aber nicht schon in eine Richtung. Wir wollten wirklich so, okay, da geht es an die zwei Chancen, wir sind bereit, von 9 Stunden der auf 10 Stunden der abzugehen, aber da muss aber irgendwo eine Kompensation kommen. Und die Kompensation haben wir uns eben inspiriert, Indeed, von einer großen Bank, die kennt sie alle, hier am Land. Sie hat die do färf, und sie hat dann eben die Jour de Conciliation für dem auch entgegenzuwirken. Auch da nicht. Und dann hat man natürlich auch noch effektiv KI als ein grosses Sujet an Risks psychosozialen sind ein grosses Sujet. Auch da wollte man renforcieren, für das zu begleiten, für das seriös umzugehen. Und dann eben auch effektiv mehr Rechte und mehr Mitspracherecht für Delegationen an den Entreprisen. Also der Text Eisekatalog, so gesimieren, wir gesehen als die gut, wir wollten Substanz ersetzen, wir wollten Qualität garantieren, Lohnentwicklungen ohne Konditionen nicht an den Finanzsektor, an den Bankensektor abbringen. Sie allerdings an das Gesicht am Kommuniqué, dem wir recht gehen haben, als einfach kompetitiv heißt, wir müssen Mädchen verschmälern, nach mir dünn, nach mir schön, ich keine Ahnung, muss 20 Kilo aufholen, bis nicht mehr da ist, Suppression von allem, Aushebelung von Publik und auch von den Lohntabellen an den Garantien. Und Verbesserungen vom Lohn just über die Meritokratie. Das ist hier Vision, wie so Bankensektor zu funktionieren hat. Und da wollen sie natürlich auch, und du musst mir aufpassen, dass sie nicht den anderen gegen den ausspielen. Ne? Die Jungen gegen die Aal und so weiter, und die Mittel. Ja. Also wir sind auf alle Fall für die Leute alle gut da, und wir haben ein Mandat von den Salarien alle gut. Und dann, ja, ich gehe nicht weiter darüber an, meine Kollegin wird das auch noch machen. Auf alle Fall, wir brauchen einen Finanzsektor, der Bankensektor, der ist weiter attraktiv ist, und zwar nicht just für die Aktionäre. Ja, und nicht just für CEOen, weil die Steuerleistungen kriegen links und rechts, aber auch für und allem, und wir schwätzen für die Mannheimer. Und für uns als Methode ABBL, Meritokratie, das muss nicht mehr ein Cash-Doré. Das ist just noch ein Cash. Das muss nicht mehr Doré, weil du bist dem Chef absolut ausgeliefert. Du hast auch noch stehst an Konkurrenz mit dem Mannheimer neben drin, den aber muss dein Backup sehen. Und für uns ist das nicht der richtige Weg. Das ist nicht der sichere Weg, und das ist auch sicherlich nicht so, wie ein durabel und prosper Finanz- und Bankenplatz kann machen für die Mannheimer.
Und wir fanden das sogar verantwortungslos und wir brauchen einen zukunftsträchtigen Bankensektor, wo es attraktiv ist zu schaffen und mit guten Lohn- und Arbeitskonditionen. Man habe ich da geliefert, das Resultat sind da, lo muss der BBL an ihr Membre Verf bekennen, wo die Wertschätzung für die Maderbste ist. Die Werdungen sind groß, und wir sind nicht bereit, auch nicht mehr einen von einer Lohnerhöhung auszulassen. Gucken wir mal, wie die Premier sagen, an den Finanzien hier Tackle-Down-Effekt-Ökonomie da lo, ob die da lo rohfrehen, ob schied für ihn. Also wie gesagt, ich halen hier ab, weil ich gehe Rosen. Ich gehe weiter und Marie-Helene. Guten Morgen auch. Merci von mir, dass ihr kommen seid. So wie meine Homologen hier geschwätzt haben über die Situation von der Kollektivvertrag von der Verhandlung mit der BBL. Die Situation ist ganz schwierig und das ist auch nicht mehr schön, weil sie da kommen mit Propositionen, die einen kriegen, die anderen nicht. Ich meine, der BBL oder der Sektor hat vergessen, was in 2008 geschehen ist, wo der Bankensektor an der Krise war. Sie haben vergessen, wen hat es geholfen, um die Zeit gut rauszukommen. Und lo also nun hinnen, auch die Leute da merci zu sagen. Und geteilt Zeit, dass sie ihren Fanger bewegen, kleine Fanger bewegen, so mal so. Was sicher ist, also wir hatten eine Remarque vom CEO von der BBL, die nicht agreeabel war zu lauschen oder zu hören. War nicht mehr spät wie gestern Abend, wo hin und gesagt, wenn man nicht rückgängig machen mit unseren Konditionen oder unserer Cahier de Revendication, weil die ist zu gourmand, da wären wir zuständig und responsabel von Lizenzimenten, die in Zukunft kommen. Und das ist ein No-Go. Also da hat man gemeint, wir gehen drehen, also so ein Chantage oder ein Fehler, also Troll zu gehen und die Gewerkschaftssekretärin auch und Delegierten, die mitnegozieren. Also das ist sicher, wir werden nicht rückgängig machen. Das ist sicher, dass die Leute, jeder will ein Stück vom Kuchen und nicht nur die Aktionären. Was sicher auch ist, dass die müssen dann abmachen, für all die Jahre, die Leute geschafft haben, Stunden, Überstunden, die sie mal nicht gesehen, und so geht es durch. Die Leute müssen belohnt gehen. Merci. Donc je voudrais juste conclure en rappelant vraiment les grandes problématiques que nous avons ici. Donc un cahier des revendications syndicales pour lesquelles nous avons actuellement essuyé que des noms. Des revendications très importantes pour nous, qui nous paraissent très très importantes, comme la réintégration par exemple des cadres dans la convention collective, une obligation de compter par temps, donc des choses que Sylvie a expliquées. Beaucoup de nos revendications ont vraiment un sens. Le bien-être, les burn-out qui pour nous grandissent, nous accompagnons tous des collègues qui souffrent énormément de cette pression qu'ils ont derrière. Nous cherchons réellement à faire quelque chose pour eux, et ceci passe par cette convention collective selon nous. Donc un nom. Alors que va-t-il se passer maintenant ici? Nous avons une réunion demain, nous attendons les chiffres, la contre-proposition financière de la BBL, et à partir de là, nous aurons une idée de qu'est-ce qui est réellement présenté en face et les raisons de leur non systématique à toutes nos propositions. Nous espérons trouver, évidemment, nous sommes très constructifs malgré que nous sommes remontés par rapport à leur non. Nous cherchons quand même à trouver des solutions derrière, mais nous attendons ces chiffres avec une grande impatience. Voilà.